Servus beieinander. Heute machen wir andere Kartoffelknödel. Wir machen die von millig kochenden Kartoffeln, geschält, wie Salzkartoffeln, kocht mit relativ viel Salz, damit die ganze Geschichte schmeckt. Und auf geht's. So, unsere Kartoffeln sind fertig gekocht, ausgedämpft und durchgepresst. Jetzt brauchen wir 2 Eier. Der Bayer sagt Ohr. 2 Ohr. Dann gehört da rein natürlich wieder Salz, Weichweizengrieß, Mehl, Muskatnuss und dann mischen wir schon mal. So, ich glaube, das wird ganz gut mit der Konsistenz. Dann können wir auch gehackte Petersilie noch reingeben. Und wie man den jetzt einwickelt, das zeige ich euch jetzt. Das ist im Prinzip nichts anderes wie Serviettenknödel, bloß nicht in der Serviette, sondern in der Folie. Das hat den Vorteil, dass der Geschmack im Knödel drin bleibt und nicht auslaugt. So, dann können wir es auch schon rollen drin. Und 100 Grad im Wasserbad, das hält die Folie leicht aus. Aber aufpassen, mehr nicht. Jawohl. Und dann kommt in Alufolie. Dann wird es verpackt wie so ein Wurstengürtel. So, und schon geht es rein ins heiße Wasser. So, und das zweite auch noch. So, kurz aufkochen und dann ziehen lassen. 20 Minuten, halbe Stunde, braucht schon. So, jetzt unsere schönen Knödelrollen. Die kann man jetzt so als Knödel essen, aber man kann es auch kalt werden lassen und am nächsten Tag in der Pfanne in Butter ausbraten. Da spart man sich eine Arbeit, wenn man das alles schon vorbereitet hat. Und so schaut es dann aus, wenn man es in Butter brät. Nicht zu heiß, damit die Butter nicht verbrennt. Und schon sind es Kartoffelknödelplätzchen. Schaut doch gut aus. Zur Enten, zur Gans, aber auch zum Schweinsbraten oder als vegetarisches Gericht. Wunderbar. Servus beieinander und immer gespannt sein, was es Neues gibt.